Voor viele Jahre habe ich die Familie Rudi Niefeld in Bolivien mal kennengelernt. Sie wohnen bald vandaag een dag daar nog en hij is daar prediger in Zeilsaria bij GI Pass. Ja, wat daar dicht bij Pailan is. Hij heeft zijn Zeugnis mal verteld en ik mocht ihn dat hier ook vandaag mitteilen. Wel, ik wil vandaag mal mijn Zeugnis mitteilen. Veel van jullie hebben mich vielleicht al gechannt, aber haben vielleicht wirklich gewundert, wo sie echt im Glauben gekommen en dat jeder maar schijn andere Menschen unterhorchen, aber wenn selbst soll, dann fängt das mit an zu flattern. Und so ist ein sein persönliches Leben, wo einer dann mitteilen darf. Aber ich glaube, es ist gut. Ich weiß, ob es gewöhnlich in der Kolonie deuten, hier am, meine Eltern wären nicht immer denken, ich war mal zurück. En leben ich nicht einmal allein, so wie das dort ging. Aber ich weiß, ob es gewöhnlich für einen Mensch wurde in der Kolonie. Und als ich 8 Jahre alt war, wenn meine Eltern nicht so ein Rief ging, schafft mein Vater bei einer Klinika Charobi, wo wir das dann miteinander. Und da hat die Bibel stehen. So, für sich haben sie Eltern, meine Eltern waren die auch eingeladen, und das die auch nicht lang, die fuhren dort auch. Dann lehre ich viele Bibelverse auswendig in mein Leben. Und schließlich hat es auch so weit, dass der einer mich bereden kann, dass ich würde gehen mit einer Person reden, ich würde das Gebet tun, Jesus annehmen. So ich deute das alle. Und dann nur das früher mit dir dann auch, als ich dann wusste, wo ich würde hinkommen, ich sehe, für sich auch ja, wenn ich will ja nicht, dem ja zweifeln. Aber das wurde das bleiben dort. So wie 8 Jahre alt war. Dann ging das in die Jugendjahren an, inzwischen bin ich in Kanada, ich war 3 gekommen, ging das in die Jugendjahren an. Und das Leben ging bloß überrascht. Ich denke danach den ersten Abend, oder wie ein 10 Abend, als ich das erste halbe Glas Bier nehmen wollte. Und ich weiß noch, die Freund, die ich dann mit Tag wieder, die Sposten nachher bei mir dort, dat ik niet meer als dat drinken deed. Aber dat blijft niet bij een halve Glas en dat ging dat wieder en immer wieder en schließlich da wird keine Mut mehr nicht. En so ging dat Jugendjahre sehr schwinstau, gleikaltig. Wenn ich denke von diesem Tag, wenn Gottes Gnade stehe ich nach, wo ich stehe, wenn es anders würde ich auch nicht mehr selber ran sein. Und so ging das Leben bloß von immer schwander, immer deupern, dat schon ihr Leben an. Einmal Dollar drinken. Ich weiß nicht, wie viel das geworden ist, nicht so viel, aber da wäre die Zeit, wo ich nächsten Tag abweiche, ich Hüssen baden, ich weiß nicht, wie ich wieder nach Hause komme. Ich hatte ein Motorbike, ein Motor, und konnte von der Gott was sagen, wenn sie nicht genug sehe ich, wofür ich von der aus sehe. Dann kam das so weit, meine Mama hat meine erste Mama, ich habe eine zweite Mama, die liegt nicht ganz. Hatte die Besorge, bei denen wir, meine erste Mama hat all Jahre mit Schrift gekämpft. Und als ich 18 Jahre alt war, dann kam das so weit, wurde dann auch zu einnehmen. Dann stand ich für meine Mama Bad da. Mir wird das sehr schön und sehr leid. Und ich bin eine Person, die nicht sehr was widerlich leicht wiesen würde. Ich würde das alle Beine holen. Dann stand ich da und checkte, dass meine Mama den letzten Atem auspusten hat. Und das ging sehr langsam, dass die aufgestorben hat. Und meine große Frau war für mich selbst, wo würde ich sein, wenn ich da wie was auf dem Bad liegen, dass meine Mama in den letzten Atem auspusten würde. Wo würde man mit mir sein? Mit allem, was ich heute gelernt habe, da ich mit Bibelverse ich lehre von klein an, wie ich nicht ganz unbekannt mit der Schrift, wie vielleicht wieder bekannt als einer von der Jugend, wo ich mit Taub kam. Wenn ich heute in Kanada war, wie und hat Englisch gelernt, verstanden, was ich rede, und auch verstanden, was ich lese, had ik veel in de Bibel geleerd. So ik had best het Wissenschaft in de Bibel. Aber dat kwam niet zo weit, dat ik dat werkelijk diep nemen deed. Aber meine Mama dood maakt mij zeer diep denken. En wo dat stond met mijn leven. Dat kwam zo weit, dat ik zeer klaar überzeugt weer. Dat ik weer een Sünder en ik weer verloren. Aber dat ik niet zeer uit zei. En wenn dat in een Kolonie mout weer, zoals dat je weinig is, want dan was het allerbest. En du niet best bij je mandje gaan. En dat tof je allerbest daar gegaan. En van die vlees aan te wonderen. Wat is het met die? So ik merk me op, ik ging tot alle daar. Ik meen dat zeer ernst in mijn gottlosen en ongelovenden toestand. Ik meen dat ernst te bij. En daarin denk ik just omvangen wat uitwendig te leren. Wat me zeer, zeer schwierig schijnen deed. Ging ik de Bibelverse nou en wat er bijna aangegeven werden. En daar ik de Bibelverse alle nog en ik leg niet heen uit. Ich habe mich bei denen entschlossen, ich verstand, dass dort Wahrheit würde sein, und Tafel wären 2 verschiedene Dinge, aber ich konnte das nicht begreifen in meinem Leben.
Ich konnte nicht taubfoten. Schließlich früh, aber ich krieg nicht die Antwort, was mir überzeugt hat. So ich hatte ein Ding zu holen, dort war ich würde sagen, ein Tafel hatte zwei verschiedene Dinge, aber ich weiß nicht, wo das so schaffen soll. So ich ging dort alle durch, doch Dinge würden vielleicht ändern, und vielleicht nicht so sehr Dinge ändern würden, ich dachte mal bloß, wenn das gemacht wird. Und ich weiß nicht, den Ort nachher, wie das fürs Weg nur dort. Wenn wir dort wirklich sehr lang, dann wird ich wieder kriegt durch, bei die Südplatz an Villa spielen, so ist gewöhnlich. So kriegt sie wieder. Ich glaube mal, wie viel euch als der andere werden. Ich weiß, was es besser und schlaft andere hingerichs und lasst dich auch dort lernen. So mein Leben wird bloß einmal euer und wird noch einmal euer und nach euer. So ich sehe, ich weiß nicht, haben wir bei in die Hüste gekommen. Schafft viel im Bosch auch, wie ein Krüpperfahrer. Und das Leben ging bis wieder. Aber ich wollte durch all das, kam ich einen Tag partout, ich wollte mal die Bibel lesen. Und ich wollte mal anfangen zu forschen. Aber ich hatte noch auch die Anstellung. Ich ging ganz durch das Neue Testament los, ich denke, man kriegt wir uns so uns den Tick noch jeder und ich darf wieder mit Kat fahren. Aber meine Anstellung wäre, ich will die Bibel genug weiter, dass wenn jemand mir was sagen, wenn mein Leben, dass ich die Bibel ein Dreh habe. Dass ich die stellen mir die Bibel. Das ist meine Anstellung dabei. Aber dadurch fand ich viel in der Bibel, was mir sehr unbekannt wird. Und wo ich das klar zu holen kriege, dass ich ein Sünder bin und dass ich verloren bin. Und man nicht das Mensch ändern wird, das nicht will, was passieren würde, würde ich gleich nach der Halle gehen. Ich komme so weit, ich sehe dort eine Person ein Tag, ich sage, das nicht will, steht auf kein Hall. Und wenn es nicht gestorben wird, der wird gleich in der Halle dann gehen. Die Person hat nicht gerade die Uhr für dort, aber ich habe das klar. Ein Bibelvers, wo mir immer wie satt geblieben, der ich in Kirchhoff lehre, in der Bibel nennen gehen, dort wir Ezekiel 18, Vers 23. Und das ist interessant, das ist nicht im Neuen Testament, es ist im Alten Testament. Du sagst das, meinst du, mir gefällt das, dass ein Mensch für seine Sünden sterben muss? Sagt Gott, der Herr, ich sei dort viel lieber, dass er sich abmerkt und das Böse abhält und am Leben bleibt. Ich habe dann nicht den Plattdeutsch, ich habe dann Jüdisch lesen, Englisch lesen, aber mich interessiert und ich verstehe, was er in Jüdisch sieht. Das sieht, dass der sich bekehre und lebe. Dass der Mensch sich bekehre und lebe. Und dort habe ich never vergessen in meinem Leben, was ich gelesen habe. Und dort bleibt mir immer satt. Jahre gingen vorbei und so ging das Leben wieder. Dann kam das ein Tag, wo von der nach Camp Leon genannt wird, da noch, wo eine Gemeinde ist, was sich evangelische Missionsgemeinde nennt. Da kam ein Mensch an von Kanada, der hatte die Uhren-Kirche, Erweckungskirche. Innerlich will ich da haben, aber von bitte, dass ich mich so hört, dass ich abends kann. Und ich schrie heute noch halb, aber ich gleich keinem weiter nicht. Aber schließlich kam sie weit, der Heilige Jesus, krieg mich so weit, ich fuhr da hin. Und in den ersten Ohren, wo ich weiß nicht, was die Prediger alles gesagt haben, aber ein Ding hält ich gedenkt, dass die Prediger sehen, wenn du nicht wahr bist, du nicht das ihr Leben hast, und Jesus von der Ort kommt, du wirst hier allein satt bleiben. Dort seht den ersten Ohren, wo ich da wir, dort seht den zweiten Ohren, den dritten Ohren, wo ich da wir auch noch. In den dritten Ohren habe ich mir all das Glück angegangen in meiner Meinung, wenn es die ersten paar Ohren haben jetzt Angst, Menschen würden mir einmal anreden. So den dritten Ohren sage ich all mal bloß ganz hin auf der Bank, und so frühstück ich da, dann will ich ein Haus und der Wasch von dort alle. Und ich dachte auch, und dort wie ein Mann da ist, in 1996, den Abend, und dann fuhr ich los nach Hause, und wir about eine halbe Stunde, vielleicht mit mir vorne, mein Motor, und ich hielt dreimal still, und will anwenden, 3 fahren. Wenn es dort reden, mich so sehr anwenden, und ich wusste, ich wir verloren. Aber bei diesem Film war ich seine Macht, und bei dieser ich gleich in seine Macht, und ich dachte, was würden diese Menschen denken, wenn ich mal vor und ich vertale, was von beiden Menschen ich sehe. Und ich denke, meine Schwester hat sich 2, 3 Werke Eier bekeert und ich spotten lacht über dort noch. Ja, die sagt, die sind bekeert, ja, die haben ihr Leben, die sind selbstgereichte Menschen. Ich spotten lacht über dort, meine Schwester hat die große Eier getan. Und nu wie ich spotten an, und der Herr Jesus hat mich klar überzeugt, mich viel dadurch. So, das stolz wie so hoch in mich. Und schließlich die beiden Finger sagen, na, das bloß nicht. Der kreeg immer de Eberhand, aber ich fuhr schließlich bei Tüss, schön bei Tüss in Maryland tun, dort eine Dorf, Campo 8 heute, wo meine Eltern wohnen dort. Ich sagte meine Mutter an, wo ich gewöhnlich dort, jinken meine Stunden an, und ich knall mich fernbar an, und das passiert, so ich auch sehe, mein dort ist dann 1996, ich helfe alles so uns. Ich schreie mich an, und ich sehe ein sehr kartes Gebet, ich sehe, Herr, ich sehe verloren, und ich gehe auf den Weg nach Hall,
Vielleicht nicht krijg ik dat weer bij kinderen zijn, maar krijg die Meinung. En ik zei haar, verjaf me en ik wil dat eeuwige leven, wo die predigt altijd van de reden, dat wil ik. En ik weet niet, een paar weken meer en ik zei amen. En ik weer van doen 100% overtuigd, niemand meer getwijfeld over mijn zuidelijkheid, dat God had al mijn zinden vergeven. Hij had mij dat eeuwige leven gegeven. Ik stond op zo overtuigd, zo vredelijk, als ik nog niemand had in mijn leven. Ik wil je nog één ding zeggen, klein opbouwen. Die reis van doen naar huis, is de eerste reis geweest, wat ik jemals in mijn leven had, zo met bij de maag gevaart. Niet dat ik bij de dingen duidelijk eens wat groter, maar in mij jeslich. Al die 7 Jahre, wat ik geweest weer, wanneer ik zeer groot zum Beisjink, maar die weer ganz anders. Maar hier weer een groter jeslicher terug in mij. Bedankt God, dat hij mij vond en hij wat zeugen deed. Van du wieder, ik wist, was het de schrift, maar niet zeer veel. Johannes 9, Vers 25, had ik meest voor gelezen en zo wens. Van du wieder, we hadden dan niet stroom of vuur, wat allemaal wel aan de jent, dat we alle bloos onderlichten. So, maar de tijd, ik had me een beetje een braad als dit eruit gemerkt. En ik had me een paar toilicht op jeder eigen opgebakt. En toen had ik mijn Bibel liggen, veelmaal, wanneer ik van thuis, of van mijn arbeid 3 uur, waar ik mijn wirtschaft had en schaffen deed, dan zat ik op mijn baden opstekken met de toilicht aan en vond aan de Bibel te lezen. En ik lees lang, maar ik dus niet meer kon wakker blijven. En toen had ik vele Bibelversen. Dat is een Bibelvers waar ik laste, wie mij zo groot is, die geschichte. Ik ving met Johannes kapitel 9, 24. Zegt, hij zegt, of hij een zender oder is oder niet, weet ik niet, maar één weet ik. Ik weer blind, niet kon ik zijn. Dat handelt zich van deze man, wat hij bij de hand deed, en als Jezus voorbij kwam, dan schmeerde hij wat blad op den zijn eeuw, en zegt, go naar deze Riefer, was die. En dan hier, dan unterhielden zich de mensen van deze man, zegt, hey, bist du daar, wat Jezus heeft zijn niet gemerkt, er likkenst du daar bloos. En deze man zegt, ik zie dat. Dan wordt hem voor dat heel rood geslapen, de leraars en dat al, en dan wordt hem doorgevraagd. En dan zegt hij deze weer. Zegt hij, ik weet niet wer deze man is. Maar één ding weet ik. Ik was blind, niet kon ik zijn. En daar had ik zo klaar in mijn leven, dat eerst wie ik blind was, en nu kon ik zijn. Ik voer de nächste dag, en nog een Bibelvers, wat mij zeer klaar wordt, als Johannes 4, Vers 24. Hij zegt, ik zei jullie de waarheid, wer mijn woord heert en dem gelooft, der mij geschickt heeft dat hij weer leven en komt niet in dat gerecht, maar is van dood zum leven gekomen. So die paar Bibelversen werden mij in aanvang zeer groot. Maar dat blijft een week, er weer ook nog meer Bibelversen, wat mij groot werden. De nächsten morgens, ik stond op. Het is gewöhnlich, mijn vader zei, gewöhnlich, du wat hij deed, morgens Mate drinken. Ik weet niet hoe mijn mom geweest is. Mijn eerste mom is al gestorven, mijn stiefmom. Ik weet niet hoe die was. Maar dan weer mijn vader zei, en ik ging en zat mij bij hem am doel. En ik vertelde hem wat mij gisteren geworden weer. Dat ik weer naar huis gekomen. En ik had mij voor mijn bed heiknijd. En ik had mijn zinnen bekend Jezus aangenomen. Ik wist nu dat ik een kind Gottes weer. Mijn vader was de eerste wat ik dat vertellen deed. Mijn vader was ook niet onbekend in de schrift. Wie een man wat immer waarschijnlijk zware dingen tijden had met mensen alleen te komen. Hij kijkt me bloos aan, hij begon stil, hij ziet niet veel, kijkt me aan, stelt en dan zegt hij, ja, de Bibel zegt dat. Maar zegt hij, nu is hij stil van daar. Want niet, dat wordt hij veel trouble geven. De nächste 2 jaar weer zeer troublevol van een zijde en van andere zijde grote zeeën. Er waren vele grote uitvaderungen. Wenn zij tijd krijgt, wat mijn vader zegt, ik niet zal. En daar is ik vertaal mensen van Jezus. Ik vertaal niet unbedingt zo zeer mensen wat zich bekeren zullen. Ik vertaal die veel wat God had in mijn leven gedaan. Maar ik denk dan nog, de eerste maal als ik een mens dat zegt, dat ik weet, ik heb eeuwig leven, dat ik zien kind God is. Dat het voor mij zo erg is, van mensen zoten wil hebben, dat wil hij never gaan, dat ik zin zal gezegd hebben. En dat geeft mij best immer meer moed om dat te doen. En ik wil jullie van deel best motor spreken, want u waarheid wordt best, en has nog niemand mens dat je zegt, dan doe dat. Dat geeft kracht, wenn es das für den Herrn abstoßen. So die nächsten paar Jahre werden nur Rückforderung von verschiedenen Umständen. Zu der Zeit werden die Jent noch viel anders als von der schon da. Da werden Lehrer in der Kirche, die Kleislehrer, die leiden mich an für ein Meeting. Und ich rutschte ein bisschen treu durch, wenn es der Druck so groß wird und abgelegt wird, verspreche ich, dass ich von Gott still sein. Und da brauche ich eine Zeit in meinem Leben, für ein Wasser Deo bloß, das wird nicht mal einen Weg lang, wo ich
wist ik had mensen te je vallen geleefd en God voor je leven. En ik praat om vergeving. Dan speelt ik ze niet duid. Wat ik nou een persoon voel en ik vertaal en krijg wat mij geworden weer. Dan weer is een vuur in mijn hart dat brandt en dat jinkt niet uit, wens dat schweel mij zo graslich zei. Dan vertaal ik deze persoon wat ik gedaan heb en dan zegt deze persoon, kijkt hij mij bis aan en zegt, geloof dat bloos dat God die vergeeft heeft. Geloof dat bloos. De persoon had dat woord nog maar groot uitgezegd, dan weer het dus van het alle weg weer, wat door mij zo afwelmerken mij. Ik weet wat zegt, dat God hat mij vergeeft, dat weer weg. Dan zeg ik zu God nicht, dan groot belot, ik soll nicht sagen, zu God zeggen, aber als ik wieder ging, möge ik mij ab, dat en dan wat ik wil beleven, en dan wat ik alle verleren wil, ik wil dem Herrn van nu aan trouw zijn. Ik wil dat doen wat hij voor mij had. En dat passiert ook. Ik verloor alle vrienden endlich, op een paar nog. Ik verloor vele andere dingen. Maar ik deed wat de schrift zei. Zoveel meer druk te schrijven, zoveel dollar las ik in de schrift. Apostelgeschichte 17 vers 11 zegt dan zo staat, en dat is wat ik dan deed. De mensen die werden onständig aus de Thessalonicher, die nemen dat woord ganz wellig ab en forsten alle dag in de schrift om te zijn of dat zo weer als zij zeiden. En dat is wat ik deed. Zoveel meer gegenstand ik kreeg, zoveel meer forst ik in de schrift om te zijn als dat wat ik nu geloof, werkelijk waar weer en wat mensen mij met onder druk stellen als dat zo weer. Dat passiert dan, wo ich so in der Schrift studiere deed, oder lese deed, und Gott erleuchte deed, kam ich mal durch einen Tag, dat alle wat ik weer met mijn eerst dergegaan, met de tofen dat alle, dat we werkelijk alle een anglobe geworden. Dat we werkelijk geen weg zijn, zoals de Bijbel zegt, ik zal. En ik weet dat van deze dagen weer dan zo, dat is een grote ding. Maar ik deed dat, wens de Bijbel wees mij klaar, de Heilige Geest wat zegt mij klaar, dat mijn tof en anglobe weer niet geweest. Had niets te doen met wer dat deed woe, had te doen met ik weer angloobig. Gottlos. Zo ik neem de stoop en leid mij am geloven diepen, zoals de Bijbel zegt, met de onderduikstoffen. En dat geeft nog een waal van de uitvorderingen, aber de Heer schenkt genade. En zo ging dat leven weer. En God het wunderbar sehen. Aber er waren andere dingen wat ook staan verduiden. Ik verduid het vollständig en Ackermann. Gott hat die eerste jaren wat ik akker deed zo gezien, dat ik kon zeggen, wie bist Gottes Hand, trotzdem ik niet meer waar geboren weer. En in die tijd wat ik akker deed en God toe ben sehen deed, word ik waar geboren, wo Gott met hem niet een mens maakt. Dan werd ik in angst in mijn christelijke leven ben en dan ging dat alles schrijf. So schließlich ging bankrott mit all meiner Ackerie. Wir deipen schuld. Und zu der Zeit noch in 1998, 1998 sozusagen, hatte ich mich all entschieden, ich würde in eine Bibelschule gehen. Wir hier in Santa Cruz, eine spanische Bibelschule. So ich würde durch 3 Jahre jeden Tag studieren, oder wenigstens für ungefähr 10 Monate so was. Und in der Zeit passierte, wo ich nach bankrott ging. En een dag zat ik daar op het trap en ik denk nog graag bij de Bibelschool waar ik woonde deed. En dan werd ik eigenlijk een beetje dol van God. En ik zei, God, waarom? Ik heb alles verloren, opgegeven. En ik weet niet meer waar ik weer zal naar de Bibelschool gaan. Dan deed het voor de later, dat kwam een persoon voorbij en die geeft mij geld onder dat ik vrouwen deed. En dat werd mij zeer, zeer aan weh. Dus ik werd niet gewend dat mensen mij geld geven. Ik werd gewend dat ik verdienen deed en wanneer ik kan anderen geven. Maar God wijst mij door dat al dat. En van deze dag tegen ik terug al dat wat ik in de kolonie beleefde, al dat uitvorderingen wat ik kwam, al dat wat God mij wegnemen deed, check ik van deze terug en zeg God dankzij. Dus God had een plan bijna. God wil mij wijzen dat al dat wat ik op gebied had en waar ik mijn vertrouwen op gezet had, dat moest hij mij alle wegnemen dat als een kind Gottes ik mij leert bis 100% op God vertrouwen. Het leven ging weer, God viert weer. En zo ging het leven de lijn. Ik ging de Bibelschool durch. Ik kwam ook durch. Ik wist niet helemaal waar ik dat woord de lijn merken, maar alles betolen, maar God heeft immer verzorgd. Schließlich werd verbunden in de kerk, waar ik weer geraad werd, daar in de evangelische missionsgemeinde als een zondagsschoollehrer. En ik zei, ook nog als een gezanglehrer, maar ik wil jullie van jou niet gezanglehrer, wens dat is niet veilig mijn goal.
En ik studeer wieder de Bibel, ik kijk ook wieder de Lijn, word wieder verbunden in de kerk. Word sogar in Tieten Prediger door, heb veel gepredigt. Ik denk nog de eerste boodschap wat ik bracht, wat zo ja jammerval hier, aber wie Gottes Woord. Zo ging het leven wieder in God sehen en vandaag stoe ik hier met deze Bibelvers, dat eerste poort. Dat zag in 1 Korinther 15, vers 10. Aber durch Gott seine Gnade zie ik wat ik zie. En ik wil bloß zeggen, vandaag stoe ik hier bloß wegen Gott seine Gnade, nichts anderes. Ik had mij niets verdiend dat ik kon naar God komen. Ik heb mij nog niets verdiend als een Gottes. Dat komt alle van God zijn genade. Dus ik wil vandaag bloß kort vervoerd je moet merken. Wenn du komt voor das, met die Zeiligkeit wens, du hast er vielleicht niemand met gedeeld. Dan waar behoeven we dat? Dan wordt hij waarschijnlijk was het Gegenstand geben, wat die Sehen brengen. Mag Gott zijn Woord segnen.